Moin, da sind wir wieder mit der 27. Folge von Platz to go, unsorgs für die Platzschule. Und ditmal, als ihr sehen könnt, in dat berühmteste unsorg Bühnenbild überhaupt, trat ob de Trepp. Und uns Nowasch, der töft er auf ihr Melk. Ach, was halt. Moin. Moin. So, Lüd, mir trat auf der Treppe ist das erstmal vorbei, aber da geht nun bald wieder mit Das Fräuleinwunder. mit Nele Lase. Nele, will wir nicht so ein Beten über das Fräuleinwunder schnacken? Ja, gern. Oh, dann gut wie muss sitten, ne? So, als ich sehe, wir sind bei der 27. Folge von Platz to go. Nele, du kennst Platz to go? Ja. Du hast all die Folgen sehen. Natürlich. Wunderbar, allerbest. Wie will Hütz und Beten schnacken über das Fräulein Wunder, das nächste Stück in unser Theater? Du spielst mit, irgendwas geitert in das Stück. Also ich spiele die Rolle der Rosa und Rosa hat sich im Kopf gesetzt, dass sie an einem musikalischen Wettbewerb teilnehmen will und dafür sucht sie zwei Mitstreiterinnen. So, und dann kommt aber nach und nach Ruth, dass Rosa gar nicht so gut singen kann und deswegen muss da eine Lösung her. Und das Besondere an dieses Stück ist, dass das eine musikalische Komödie ist. Das wie in der Nachkriegszeit in Hamburg spielt. Das hat auch was Historisches. Und Sie können schon nicht vorstellen, was an diesem Abend eins los ist auf der Bühne. Wie singt, wie spielt, wie tanzt. Wir haben eine Liveband auf der Bühne und am Ende von diesem Abend freut sich die Leute und sind heel gute Tüte. Ja, also es ist wirklich ein Musical, kann ein sagen, aber auch so ein Unsorgstück. Also ich kann mich doch noch besinnen, die alten Unsorgstücken, so was als die schönste Mann von der Reeperbahn und so was, da gibt es ja auch immer so musikalische Unsorgstücken, der einfach so richtig nur Hamburg rocken hebt. Also da wäre wirklich Hamburg bin von Borven mit Önen. Und das ist hier auch, nicht? Also das ist fertiger Jur und wirklich Hamburg und die britische Besatzung ist dabei, also ist ja eins Hamburger Geschichte, ne? Genau, das geht im Grunde um Trümmerfrons, der Hamburg wieder abrühmt und der will aber nicht trüch an Herd. Gerade Rosa hat da große Dröm und hat nicht so viel Lust, wer da die Fußfoto wählen. Ja, genau. Denn lud uns doch, uns Torkikas kennt das all, muss so ein Beten in der erste Szene von das Stück Rin Luschern. Und da muss ich vielleicht zu sagen, wenn das Stück losgeht, die ersten Sätze sind ob Hochdeutsch. Hochdeutsch. Das ist aber kein Hochdeutsch Stück, nicht? Das ist ein Plattdeutsch, hamburgisches Stück. Aber auch damals in der Tit habt ihr die vornehmen Lüd, die was Beters wären, ne, der habt so ein Beten Hochdeutsch snack, Giel. Und die Briten natürlich auch, aber mit Akzent. Und so eine Menge lehrt sich das eins ganz organisch zu sagen. Nicht? Da kommt wie vielleicht Leute noch mal ob zu schnacken, aber erst nur kickt wie rin und wie blädert Oberglicks. Ihn sieht wieder, oder mit Plattdeutsch losgeht. Das ist ja ein Plattdeutsch-Stück. Ne? Stick! Näher! Ach, dann sollten Sie wohl die Dritte im Bunde sein? Ich bin Hilde. Hilde Mücke. Denn bist du wohl Rosa, wat? Nee, ich bin Rosa, das ist Käthe. Ach, von Halstenbeck. Denn so sind wir ja noch was. Ich komm und Eidelstedt. Störe ich, ist klipp und klar, ne? Störe ich. Im Plattdeutschen das Ich und das K korrespondieren ich. Dann geht das hier Plattdeutsch weiter. Da sagt die Hilde, stellt sich vor, Hilde Mücke, man, du kannst Hilde Tommy sägen und du bist wohl Rosa, wat? Ist auch alles verständlich, glaube ich, ne? Ja, das ist am Anfang nicht so schwierig. Ja, ich glaube auch. Ihr hört euch da richtig schnell rein in das Stück. Sägen, sagen, du kannst Hilde Tommy sängen. Mann. Mann auf Plattdeutsch heißt aber. Hilde Mücke, Mann, du kannst Hilde Tommy sängen. Aber du kannst Hilde zu mir sagen. Und du bist wohl Rosa, wat? Nee, ich bin Rosa. Das ist Käthe. Von Heißenweg.
Dann bist du wohl Rosa, wat? Nee, ich bin Rosa, das ist Käthe. Von Heizenbeck. Denn so sind wir ja noch was. Ich komm aus Eidelstedt. Mein Vater hat umsattelt von Feetoch auf Baumschul. Man natürlich hat wie Köy. Denn so sind wir ja noch was. Denn so heißt dann. Dann, ne? Denn so sind wir ja noch was. Dann sind wir ja Nachbarn. Passt wunderbar zum Tratsch- und Treppenhaus-Bühnenbild. Norwa, der Nachbar. Ich komm ut Eidelstedt. Ich komme aus Eidelstedt, ist auch alles klar. Mein Vater hat umsattelt von Viehtucht auf Baumschule. Mein Vater hat umgesattelt von Viehzucht auf Baumschule. Umgesattelt, umsattelt. Im Plattdeutschen gibt's dieses G nicht. Ich habe das gesagt, ich hef das secht. Ich bin angekommen, ich bin ankom und mein Vater hat umsattelt. Er hat umgesattelt. Kein G im Plattdeutschen. Und wovon? Von Viehtucht, von Viehzucht. Das Z ist im Plattdeutschen häufig ein T, also zu, to. Zam, tam. Zäh, toch. Und Zucht, Tucht. Ne? Das Plattdeutsche hat die sogenannte hochdeutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht. Darum sind manche Konsonanten im Plattdeutschen auf einem älteren Stand als im Hochdeutschen. Also quasi näher an den Germanen dran, wenn man so will. Von Viehtucht ob Baumschule. Schönes Wort. Baumschule. Genau, Baumschule. Da haben wir zwei Sachen drin. Das Au und das U korrespondieren beide im Plattdeutsch mit einem O. Ja, also man kann leider vom O im Plattdeutschen nicht direkt schließen, ob es jetzt im Hochdeutschen ein A, ein Au oder ein U wäre. Es könnte beides sein. Also Baum ist der Baum und Schule ist die Schule. Baumschule, die Baumschule. Man natürlich hebt wie ook Köy. Man, wieder das Aber, kennen wir schon. Man natürlich hebt wie ook Köy. Haben wir auch Kühe. Das Ü korrespondiert häufig mit dem Ö. Grün, grün. Was gibt's noch? Süß, söit. Söite deren. Oder der Hamburger sagt, säute deren. Und man natürlich hebt wie ook Köy. Wie hebt? Wir haben. Im Plattdeutschen ist der Plural auf T. Im Hochdeutschen wir haben, ihr habt, sie haben. Plattdeutsch, wie hebt, je hebt, sie hebt. Dreimal T, dreimal gleich. Plural immer auf T. Ganz einfach zu merken. Kann ich auch noch was lernen, Hüt. Siehst du? Der König liegt's nur sagen. Du snackst du hier wunderbärst Plattdeutsch mit mir. Ja, ich versuche mein Bestes. Super klasse. Und du hast das auch, wir sind ja hier in Plattschule, du hast das auch lehrt. Jo, das ist richtig. Ich habe mich mit ein Freundin, der heet Hanni, habe ich mich einmal in der Weg dropen. Und dann hab wir jümmers Tee und Kaffee getrunken. Und dann habe ich platt lernt, extra für to order. Super. So war das mogt. Sögt jo all ein Hanni und dann schön wie Kaffee und Kuchen sitten und Plattdeutsch lernen. Jed ein Brug in Hanni. Aber wie brugt ein Fräulein Wunder und du geidert wieder? Man natürlich hat wie Köy. Kommt da noch was? Lieber so. Ja, wie dat du... Na, egal. Ja, können wir jetzt weitermachen? Ja, natürlich. Hast du auch Noten mitbräucht? Nee, ich kann gar keine Noten lesen. Du kannst keine Noten lesen? Kommt da noch was? Kommt da noch was? Kann man verstehen, ne? Wat, dat, nat, was, das, nass. Das S ist im Plattdeutschen häufig ein T. Ist auch wieder diese Lautverschiebung. Ne? Das kann man sich gut reinhören. Ich sag immer, es sind wie so Filter. Die tut man so nach und nach ins Ohr. Der T-S-Filter, der Au-O-Filter, der U-O-Filter, der Ö-Ü-Filter. Und wenn man die alle so nach und nach im Ohr hat, irgendwann macht's Klick und dann puzzelt euer Gehirn das selber zusammen. Und dann habt ihr euch reingehört. Nee, wieso? Nee, warum? Wieso? Wie dat du? Na egal. Weil du? Na egal. Das kann man alles auf den Kontext verstehen. Hast du auch Noten mitbröcht? Hast du auch Noten mitgebracht? Wieder ohne Ge. Mitbröcht, mitgebracht. Ook, auch. Au, au. Kennt ihr schon. Ich kann gar keine Noten lesen. Ich kann gar keine Noten lesen. Gar kein. Kein, keine. Ich kann gar keine Noten lesen. Das ist schon fast der letzte wichtige Filter, den wir brauchen eigentlich. Dann haben wir schon alles. Der IA-Filter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ein Haus, ein Hus. Oder gar keine Noten, gar kein Noten. I, A. Einfach, ne? Super. Einfach, einfach. Du kannst keine Noten lesen? Nee, man, ich hör wie Radio. In Coastal hab ich nur auch Radio.
Vater meint was, dat mit dat Radio in Coaster ist Tünkrom, man ich find mit Musik halt eins besser. Ich glaub sogar, dat de Mel. Ja, auf Wiedersehen. Es war nett, Sie beide kennengelernt zu haben. Du kannst keine Noten lesen? Nee, man, ich hör viel Radio. In Coastal heb wie nu auch Radio. Papa meint was, dat mit dat Radio in Coastal wär Tünkrom, man, ich find mit Musik halt eins besser. Ich glaub sogar, dat die Melk Bett hin. Lange Satz, ich glaub, ich krieg das klar. Kiek noch mal rein, der Kuhstall, der Kuhstall, Stall, Spitzer Stein im Plattdeutschen. Und Papa meint zwar, IA, dat mit dat Radio in Coastal wär Tünkram. Tünkram ist dummes Zeug. Tüdelkram, ne? Unsinn. Man, ich find, mit Musik geht eins besser. Mit Musik geht alles besser. Ich glaube sogar, dass die Milch. Und was mit der Milch passiert, erfahren wir heute nicht. Ich glaube, wir sind gut drin im Stoff. Ich glaube, ihr habt euch gut reingehört, ne? Super. Den hab ich vorhin gesagt, wir würden noch mal ob zu schnacken kommen, ob Hochdeutsch, Plattdeutsch und Englisch in das Stück. Das wird ja Ende von der 40er Jahr. Ja. Und das heißt, wir habt auch die Briten noch in Hamburg. Und ein von den Briten war das Bild von Markus Gillig. Und Markus Gillig schnackt nicht Plattdeutsch, man auch nicht Hochdeutsch. Was schnackt Markus Gillig? Markus Gillig snackt in dat Fräulein Wunder Hochdeutsch mit einem britischen Akzent. Ja. Und das mugt hier wirklich wunderbest. Ein großartigen Akzent hätte sich da ranschafft. Und das ist natürlich absolut natürlich. Also, Ja, das ist, anders würde ein Brite in das Lied einfach nicht schnacken. Wäre Tünkrom. ja. Genau. Und die anderen snackt overall Plattdeutsch, denn das sind ja Hamburger Trümmerfrauen, die snackt natürlich platt, Tosom miteinander. Bloß die ein von jem und mit der geht das durch ja los, der snackt zu Anfang Hochdeutsch. Was hätte das damit auf sich? Käthe von Halstenbeek ist Bild von Caroline Kiesewetter. Ja, sie stellt sich vor als Käthe von Halstenbeek. Und das ist eine ganz vornehme Dame. Beten überkandidelt. Beten überkandidelt. Und noch ein Beten Tiet kommt dann da aber Ruth, dass sie nicht von Halstenbeek als ein Adlige ist, sondern Sie kommt und Halstenbeek. sie kommt und Halstenbeek Und ist nieders. Genau. Und darum mugt das natürlich auch absolut Sinn. Sie snackt zu Beginn Gel, wie sie was Beters sehen will. Aber als sie denn wirklich damit Verdacht kommt, wo kein sie wirklich ist, wie sie auf Freundin wart, dann snackt sie natürlich platt. Denn platt ist der Spruch von hart, das ist ehrlich, du snackt sie denn so, als sie ist. Ja. Und Hochdeutsch, an Anfang, du verstellt sie sich noch so ein Beten. Und vielleicht kennst du Mutter Mews. Kennt ihr Mutter Mews? Kennt ihr natürlich, das wunderbare Unsorgstück. Mutter Mews und Tratsch auf die Treppe, das sind die zwei Unsorgstücken. Und du gibt das ja auch die Figur von der Gelgos. Von der, was ist es, die Süster, glöwig, von den Fischer. Und die snackt auch Hochdeutsch, wie sie in Hochdeutschen Heirat hat, in Hamburg. Und die snackt all bloß Hochdeutsch, die snackt bloß Gel, sagt die Plattdeutsche zu Hochdeutsch, Gel und Platt, wie sie nur was Beters sind. Und die anderen, die sagt auch, was, du snackst ja wohl bloß noch Gel, du Gelgos, ne? Also, das ist einfach, als das ist und als das wäre. In den 40er Jahren und auch heute durch, Plattdeutsch ist ja kein Blas, ne? Wir haben Plattdeutsch und Hochdeutsch. Und das ist der Unterschied, glaube ich, was du ein rein Plattdeutsch oder rein Hochdeutsch Stück hast. Oder was du das so ob Krampf mischen wollt. Oder was du wirklich in Form findest, wo das einfach natürlich ist. Völlig natürlich. Ja, ich habe das Gefühl, also das wäre auch bei den Proben ganz natürlich, dass jed in Annersbrook Ja. snacken deit. Und Ton N kommt sie dann aber alto so. Ja, und ich glaube, was hätten das ist einfach Hamburg. Das Stück ist Hamburg, die Geschichte ist Hamburg, das ist eine Epoche, ein Tiet in Hamburg. Und die Figuren in das Stück sind Hamburger Derns, Hamburger Frauens. Und darum passt einfach eins zusammen. Und den denkt ihr überhaupt nicht über Nord, das ist einfach Hamburg. Ja. So, Nele, vielleicht zum Abschluss nochmal. Du hast dich für dieses Stück, ja nicht nur für das Stück, aber fürs Unsorg ja nicht nur ins Plattdeutsche reingewühlt, sondern für dieses Stück musstest du dich auch noch in eine andere Zeit einarbeiten, in die Nachkriegszeit, 40er Jahre.
Wie war das für dich? Was war da besonders interessant oder was hast du gelernt oder was war ganz anders? Also tatsächlich haben wir bei den Proben uns regelmäßig daran erinnern müssen, beziehungsweise unser Regisseur Murat Yegina hat uns daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Rosa emanzipatorisch nach vorne geht und eine Damen-Swingband gründen möchte und dass das das Normalste von der Welt ist, weil damals in der Zeit kamen gerade die Männer aus dem Krieg zurück, wollten dann wieder ihre alten Jobs machen, die aber hier gerade von den Trümmerfrauen ausgeübt wurden. Hier wurden Trümmer weggeräumt, die Frauen sind Straßenbahn gefahren. Haben unterrichtet. Und da haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen. Also die Frau, die die Straßenbahn fährt, das war so ein Sinnbild, was uns über Wochen begleitet hat, dass wir das nicht vergessen, in welcher Zeit wir spielen und dass es was ganz Besonderes ist, dass man einen Kaffee zusammen trinken kann oder dass es das Leberwurstbrot gibt. Das waren so kleine Feinheiten, die uns da tagtäglich begleitet haben. Und ich finde tatsächlich, muss ich gerade denken, das ist total passend, dass wir in diesem Bühnenbild sitzen. Auch wenn die aktuelle Tratsch im Treppenhaus-Inszenierung ja in den 60ern spielt und auch das Original Tratsch im Treppenhaus 50er, es ist trotzdem erkennbar Nachkriegszeit. Und Frau Knob, deren Wohnung da drüben ist, wo du gerade rausgekommen bist, das ist auch eine Kriegerwitwe in diesem Stück. Also das ist einfach, das ist eine urhamburgische Zeit, das ist eine Zeit, die diese Stadt geprägt hat, die Menschen geprägt hat über Generationen und die auch immer schon in Ohnsorg-Stücken eine Rolle gespielt hat. Auch humorvoll, nicht immer jetzt irgendwie ganz dramatische, historisch belehrende Stücke, aber es ist einfach Teil von Hamburg und was wir nicht vergessen wollen. Ja, genau. Also ich glaube, das Fräulein Wunder hat das auch gut eingebettet, dass wir die Zeit, in der es spielt, klar darstellen. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem eine Komödie mit sehr, sehr viel Musik, Tanz und Live-Musik vor allem. Und hinterher steht der Saal, jedenfalls war es bei der Premiere so. Und die Leute, also wir hatten gehofft, dass es so ankommt. Und es gibt sehr, sehr ernste Momente. Aber im Grunde haben wir alle zusammen an diesem Abend unfassbar viel Spaß und lachen sehr, sehr viel. Ja, mehr brugt ihn nur nicht zu sagen, glaube ich. Also, herkommen. Du bleibst noch einen Moment hier. Wir habt nämlich noch ein Fundstück dieser Weg. Und zwar kommt uns Fundstück das mal ut Lübeck. Und das ist ein olet Hus, das seid ob. Goat lüt, do ich gern min Dör obsluten. Wer mi ärgern will, blieb buten. Boah, schönes Motto. Also guten Leuten tue ich gerne meine Tür aufschließen. Wer mich ärgern will, bleibe draußen. Wer mi ärgern will, blieb buten. Buten ist draußen, buten und binnen, das Bremer Motto draußen und drinnen, worgen und winnen, wagen und gewinnen, kein Ge im Plattdeutschen, winnen, gewinnen. Goat lüt, gute Leute, lüt Leute, hüt heute, Feuer, für. So weiter, habt ihr auch schon reingehört. Do ich gern min Dör, meine Tür, ob sluten, aufschließen. Auch ein schönes Wort, das ihr noch mit nach Hause nehmen könnt. So, das wird wieder. Fragen habt ihr das mal nicht. Wenn ihr Fragen habt und natürlich auch Fundstücken, dann schickt uns das gern, stürt uns das to, wie freit uns. Und bis dahin, tschüssing, holt ihr fuchtig. Nele, vielen Dank, dass du da wärst. Vielen Dank für die Einladung. Gern. Und wie beiden, wie haut mit wieder ab, er dat Metabolt hier obgrüßt. Und wenn der uns beiden hier zusammen sitten süd, dann gibt das wer da Trash und Sluderei, das würden wir nicht haben. Also, Nee. tschüssing.